Liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge Farm Life. Tatsächlich ist heute wieder der Tag gekommen und der Fotograf ist auf der Farm. Keine Ahnung, ob wir mittlerweile was ausrichten können. Und wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, welche Kriterien erfüllt sein müssen. Aber wir müssen ja jetzt noch nicht direkt den Preis gewinnen. Wir haben nur ein bisschen Zeit auf jeden Fall in dem Let's Play. Und davon lassen wir uns jetzt definitiv nicht stressen. Okay, mal schauen. Bitte, bitte. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie doch noch nicht gelangt. Doch! Yes! Und wir sind jetzt Raubein. Der Fotograf kam heute früh vorbei, um ein paar Aufnahmen zu machen, aber du warst noch nicht wach. Herzlichen Glückwunsch, dein Hof war genau das, wonach er gesucht hat. Sieh in deinem Trophäenraum nach, um deinen Preis zu betrachten. Hell yeah, hopp. Da ist es. Wuhu. Ah, da steht's. Lol. Da steht sogar, was man machen muss. Hoppla. Um der Gewinner bei der Winterausgabe von Heartlands Picture zu werden, musst du mindestens 8000 Rufpunkte haben. So was wir können erst, seitdem wir wirklich Landwirt sind, da überhaupt teilnehmen. Deswegen, ich hab's mir schon gedacht, irgendwie die Punkte spielen Miet. Und alle Gebäude müssen bis zum 15. Wintertag in einem guten Zustand sein. Was wir ja sowieso haben, weil wir ja die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Das heißt, ab jetzt kriegen wir immer die Trophäe normalerweise. Na, das ist doch ein guter Start, oder? Und einen kleinen Erntetag haben wir. Na, das gefällt doch. Nachdem wir dann die Tiere gefüttert haben und gepflegt haben, habe ich gleich das nächste vor. Und zwar geht es natürlich wieder um eine Trophäe. Oder vielleicht geht es sogar um mehrere Trophäen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was das Gate hergibt. Aber eine Trophäe machen wir auf jeden Fall schon. Und zwar das, was ich letzte Folge schon vorgehabt habe. Wir brauchen 15, 16 Kühe, aber eine haben wir ja schon. Bam. Und jetzt müssten wir die Trophäe gekriegt haben. Ich glaub, die hat einen recht lustigen Namen gehabt. Schauen wir mal gleich mal nach, damit es ja drin ist. Jawohl, da ist sie. Horn- und Euterpreis. Ach, ist das schön. Ich glaube, ihr merkt, wir kämen sehr, sehr gut voran, oder? So, aber so wie es den Hühnern oder hab, machen wir es jetzt auch den Kühen gleich. Und zwar steht, dass ihr da wart, aber ihr habt hier keinen Nutzen mehr für mich. Achso, lol, ich merke gerade, wir machen ja neben Verlust. Die gehen genauso zum Einkaufspreis wieder raus. Das ist natürlich ja nicht blöd, weil Minus machen wäre blöd. Und ja, man kann jetzt sagen, geh doch hier und du nochmal alle Kühe melken oder so, damit man da ein bisschen Geld kriegt. Na, scheißegal, komm. Das sind Peanuts, das ist nur Zeitfresserei, das wir uns jetzt da nicht extra an. Okay, aber dann gehen wir gleich weiter und machen die nächste Trophäe. Wir holen uns das nächste Achievement. Und zwar bam. McCormick and Morrison. Wir holen uns das letzte Stück Land. Oh yeah. Und dann gehen wir gleich mal her und schauen wegen Schweinestall, den ihr platzieren wollt, und zwar genau hier. Wollt ihr das genau da machen? Ich denke schon, oder? Na, ein bisschen. 1, 2. Wir machen wieder so, dass wir noch 2 freilassen. Oder 3. Ich glaube, wir machen es generell so. Da lassen wir jetzt nur noch 1 frei. Da lassen wir 2 frei. Genau. Und wir holen uns noch ein Schwein dazu direkt. Dann, ich meine, wir werden sicher kein blaues Band mehr für das Schwein kriegen, aber ist ja nicht so schlimm, oder? Genau, und dann brauchen wir nur den Schweinepflegeplan direkt, dass da ja nichts passiert. Hello, Piggy! So, und hier ist es so, du machst kein zusätzliches Geld mit dem Schwein. Du musst nur einmal
hier richtig schön eher einen Schlamm wieder machen. Und das war's. Du kannst mit denen nur Geld machen, wenn du sie verkaufst und mästest. Und das ist halt natürlich so eine Sache, die, naja, nicht unbedingt lukrativ ist. Aber ihr habt ja schon mitgekriegt, generell heute nicht so vor die Tiere. So, wir müssen hier ein bisschen Platz machen, damit ich da hoffentlich noch Platz habe für den zweiten Schweinestall. Und dann war's das jetzt hier wieder. So, und jetzt können wir ja wohl eigentlich sagen, dass die Tierpflege doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Wir müssen extra in 4 Ställe reingehen. Ach stimmt, ja genau. Wir müssen ja gar nicht mehr den Schlamm bei den Schweinen machen. Wir haben ja unsere Dienstleistung in Anspruch genommen. Zählt für alle Ställe. Ich frage mich, ob ich auch die Tiere wirklich, also zum Beispiel die Schafe scheren müssen, die Kühe melken, ob das in dem Spiel irgendeinen Einfluss hat. Ich mache jetzt mal zur Sicherheit schon, damit wir ja mindestens ein blaues Band kriegen. Für jedes Tier. Danach sind mir die ja wirklich herzlich egal wieder. Also du hast jetzt die Trophäe und mindestens ein blaues Band, dann ist es mir eigentlich recht egal. Ja, obwohl Erfahrungspunkte mäßig kann die dann eigentlich nur von jeder Tierart mir eins beuten und weiterhin die blauen Bänder abstammen. Was du so monatliche EP, weißt du? Okay, ich glaube, ihr müsst euch jetzt damit abfinden, dass ich einfach zur Jahreszeit Monat sage. Weil ich hab's jetzt schon so falsch gesagt und es hört nicht auf. Es geht nicht in mein Schädel. So, und am 17. ist ja der letzte Tag, wo wir die Möglichkeit haben, Pflanzen und eben auch Tiere für die Meisterschaft anzumelden. Und da ist es jetzt nicht so, dass wir die Tiere dann verschiffen oder so, sondern wir melden einfach, oh, setzen da Hackelrei. Aber sie bleiben natürlich bei uns. Schwein angemeldet. Das ist wahrscheinlich blaues Band kriegen wird, weil das noch nicht so lange bei uns ist. Und deswegen ein richtiger Dumbass ist. Mäh. Schaf. Angemeldet. Du bist bei 4 von 7. Das heißt, du bist auch noch nicht so reif, sagen wir mal so. So, das Brathändel. Zack, angemeldet. Ich muss echt schauen, dass ich nicht aus Versehen auf Verkaufen klicke, weil dann haben wir ein Problem. Das Huhn ist ja Gott sei Dank bei 7 von 7, was die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr erhöht, ein blaues Band zu ergattern. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und macht ja Sinn, oder? Und die Kuh hat 6 von 7. Ah, schade, schade. Oh, wait, jetzt zieh grad. Ich möchte mir ganz kurz anmerken, wir haben ja jetzt schon 9790 Punkte. Wir haben mit 3000 angefangen. Also, ja. Das ist ja ganz kurz dabei. Ja, ja, stimmt. Wir haben ja die Trophäe hier gekriegt. Wenn du alles verfügbare Land kaufst, gilt dein Hof als einer der größten Höfe des Heartlands. Ja. Liebe vergeht, Hektar besteht. Bevor wir irgendwas machen, ab zum ersten Winterjahrmarkt. So, wir haben alles angemeldet, bis auf Ziegen, weil wir noch keine gehabt haben. Und schauen wir mal. Okay, ja, rot für Kuh war fast klar. Weiß für Schwein war fast klar. Blau für die Hähner. Wichtig, wichtig. Und weiß fürs Schaf war auch fast klar. So, und jetzt wieder blau, 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 blau. Jawohl. 10.035 Erfahrungspunkte. Also ihr seht schon, es ist bei weitem nicht so leicht, mit Tieren zu arbeiten. Deswegen macht es einfach durchaus Sinn, am Anfang direkt auf den Acker zu gehen, den Ackerbau und danach halt dann anfangen mit die Tiere, damit man einfach schon mal im Rang aufsteigt und mehrere Möglichkeiten hat und mehr Money kriegt. So von 0 Uhr zu fangen mit die Tiere ist, glaube ich, Pain, der die Song. Und
die Tiere ist sich gekümmert. Und jetzt verabschieden wir das erste Jahr. Eine weitere Jahreszeit ist vorüber. Einige Pflanzen, pipapo. Ja, ich hab gemeint, du sagst das was wegen dem Jahr. Aber wir sind wieder back an den Anfängen. Und was man gleich mal nachschauen kann ist, hey, wir haben ja auch mal hier eine Trophäe gekriegt. Wenn du deine Gebäude ein Jahr lang in einem guten oder großartigen Zustand erhältst, gilt dein Hof als einer der attraktivsten bei Heartlands Picture. Und genau das haben wir gemacht. Das haben wir geschafft. Und hier haben wir nochmal ein Achievement. Wenn du deinen Hof ein Jahr lang aufrechterhältst, bekommst du die Auszeichnung Jungbauer. Es geht also dahin. Wir haben noch einiges vor uns. Und das erste, was man natürlich macht an so einem wunderbaren Frühlingstag, wir kümmern uns um die Tiere und haben aber gleichzeitig einen großen Erntetag. Das heißt, wir müssen uns da natürlich auch nochmal um die Fadel sehr, sehr intensiv kümmern. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, die ganzen Dienstleistungen wieder zu kaufen. Das haben wir ganz, ganz schnell ein Problem. Schere. Jungs, Schere. Ist halt aber auch richtig geil, dass wir jetzt instant am ersten Tag alles Mögliche umhalten können. Hier die Sojabohne. Die wachsen auch mal recht schlecht, so wie die Kartoffeln, aber wie gesagt, es langt uns ein einziges glitzerndes Exemplar. Oh ja. Nice one. Ich bin auch mal gespannt, wann wir dann endlich Gate kriegen für die Fadel, die wir eigentlich immer einlagern. Wann praktisch die Lagerungen voll sind. Ja, ist das komisch, ey. Wenn man ganz schnell den A-Knopf spammt, dann ist man einen Ticken schneller, wenn man immer den Motor ein- und ausschaltet. Muss man sich überlegen, ob man das machen mag. Man, ich versuch's jetzt hier die ganze Zeit. Puh, ja, dauert schon seine Zeit. Okay. Aber dann müssen wir wieder ganz, ganz schnell alles abholen. Ackerlandsäuberung. Oder alles in Auftrag geben oder wie er immer mal es nennen mag. In Anspruch nehmen. Rinder, Schweine, Hühner, Schafe. Ausmisten. Und natürlich die Gebäudereparatur, damit sich der Fotograf nicht aufregt. Aber wir können mittlerweile sogar schon die Windmühle haben. Boah, wir müssen uns dann bald mal was überlegen, wie wir das machen. Genau, ausbauen wollte ich noch. Auf jeden Fall. Und zwar ja dann diesen Stall. Und zwar zweimal. Und dann noch den Schweinestall mal ausbauen. Der kostet 15.000, glaube ich, waren es. Können wir den Nummer ausbauen? Nein. Was ich jetzt aber nur schnell wissen möchte, wie viele Schweine jetzt da eigentlich Platz haben. Bitte 8, bitte 8. Yes, 8. Geil. Okay, gut. Dann brauche ich nur noch einen ausgebauten Schweinestall zusätzlich. Und wir sind good to go. Na, du kleines Schafi. Du kriegst jetzt bald für wirklich sehr, sehr kurze Zeit ein paar Artgenossen. Ein paar Kameraden an die Seite. Ich glaube, das mache ich jetzt dann gleich. Weil, man, warum nicht? Wir haben die Stelle, wir haben den Platz. Dann machen wir das gleich. Und actually, mit den Ziegen warte ich, bis ich mit den Schafe ein blaues Band gekriegt habe. Aus dem Grund, weil ich dann halt die Schafe erstmal verkaufen werde. Alle. Und dann ist es halt nicht mehr so schlimm. Hauptsache ich habe das blaue Band. Und dann habe ich wieder 2 freie Stelle, wo ich das Ziegen-Achievement haben kann. Schaf. 15 Stück. Beziehungsweise eigentlich wieso soll die jetzt so großartig warten? Ich mache jetzt das Achievement. 100 Punkte dafür gekriegt. Schön. Dann gehe ich jetzt aber direkt die Schafe wieder verkaufen und dann stelle ich mir gleich direkt eine Ziege eine. Und warum soll die jetzt damit warten?
Das Gute ist, dass wir uns dann nicht einmal mehr um die Scheiße kümmern müssen. Na, ihr werdet samt der Scheiße verkauft, ist echt klar. Jawohl, und das gute Schaf bleibt natürlich da. 4 von 7 immer noch nur. Ah, du musst echt noch richtig aufgepäppelt werden, habe ich das Gefühl. Aber wir haben einen ganzen Monat dafür Zeit. Ich habe schon früher immer gemeint, dass Hähner, was die Bänder angeht, irgendwie am leichtesten sind. Ich weiß nicht warum, aber die brauchen irgendwie nicht so viel Pflege. Die sind irgendwie cool von der Lore. So, die Ziege. Eine Ziege in den Stall. Dann brauchen wir natürlich den dementsprechenden Pflegeplan dafür nochmal. Ziegenpflegeplan, dankeschön. Und diese Ziegen können wir tatsächlich auch melken. Ein bisschen Ziegenmilch produzieren lassen. Also Milcheimer haben wir ja schon gekauft. Dann nutzen wir genau den gleichen. Hallo, liebe Ziege. Das ist halt natürlich alles Gemeine. Du musst einmal auf jeden Fall, wenn du dir die Tiere holst, auf jeden Fall selber ausmisten. Ab morgen, dann nimmer. Weil die nicht immer in der Früh ausmisten und ja, wenn man es halt unterm Tag kauft, dann wird halt auch einfach mal hingeschissen. Muss man auch mal so sagen. Der ist schon wild, wie die Feldpflege fast schon immer erwähnt wird, oder? Aber es ist halt auch sehr wenig los. Ich meine, ich fahre jetzt hier raus. Einmal gescheit drüber spritzen, so wie es gehört, und dann geht's ab zu den Tieren. Einmal Schwein, einmal Ziege, einmal Schaf, einmal Kuh. Das war's im Nu. Na, eben nicht. Wir haben nur Hähner. Oder Ohrstück, besser gesagt. Ja, das ist aber die Sache. Wenn man jetzt nochmal wieder auf die Zeit schaut, dann bist du halt die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen, gell? Ja, und dann hier wieder auswählen, was du brauchst im Inventar. Naja, es ist halt einfach nicht die feine Art, gell? Aber das werde ich definitiv nur ändern. Das konnte es nicht so lassen. Irgendwann einfach keine Tiere mehr. Das passt dann schon. Okay, so, dann geht's mal wieder an den kleinen Erntetag. Oh, jetzt kriegen wir schon Geld, schau. Schon kriegen wir wieder Geld. Okay, geil. Das letzte Mal habe ich es noch erwähnt. Beim letzten großen Erntetag. Und jetzt sind unsere Speicher auf jeden Fall voll. Was natürlich eine super Sache ist. Mhm. Beim Mais genauso. Und ich glaube, ich tue jetzt auch direkt. Doch, ja doch, ich mach's. Das Schweine-Achievement. Ich kann mich erinnern, wie ich früher einfach immer so lange gespielt habe und irgendwann ganz zum Schluss habe ich diese Tier-Achievements gemacht. Aber warum eigentlich? Warum habe ich das immer zum Schluss gemacht? Ich meine, es ist ja jetzt absolut kein Problem, die jetzt schon zu machen. Und abgeschlossen ist abgeschlossen. Boah, ist ja fast gar nichts los hier, Mann. Das rendiert ja wieder gar nicht so. Naja, aber doch, da unten. Da ist er doch ein bisschen ungeziefer. Oh, ganz unten auch noch. Ach, das ist natürlich frech. Extra nochmal ganz runterfahren müssen. Mann, Mann, Mann. Schritt 1. Schweinestall kaufen. Und den dann upgraden. Wie nah käme ich da runter? Okay, so. Das muss mindestens am Platz haben. Dann stellen wir den doch da hier, oder? Upgraden. Perfekt. 16 Stück Schweine haben jetzt Platz. Das bedeutet, wir kaufen 15 Stück an der Zahl. Geil. Nur mehr 100 Punkte dafür gekriegt. Das sind echt nicht so viele Punkte, gell? Aber es ist ein Achievement. Wie wir alle wissen, bin ich ein Achievement Hunter. Dann müssen wir uns jetzt aber noch komplett um alle Tiere kümmern. Also, naja, die Schweine verkaufen wir natürlich wieder, das ist ja klar. Auf Non-Profit-Basis erstmal das Achievement abholen und dann wieder weiterhauen. So macht man das nämlich. Ja, das Schwein hat schon 5 von 7. So hast du das nächste Mal bitte kein weißes Band. Und fertig mit diesem kleinen Erntetag. Oh yeah. Und das Achievement stellen wir noch schnell an. Stimmt, wir haben beide noch nicht angeschaut. Der silberne Rüssel und Platinvlies. Es füllt sich, Alter. Geil. Wir haben halt einiges geschafft. Einige Achievements sind gut vorangekommen. Ihr findet der Progress Lost Design und dann findet ihr die nächste Folge in der Endcard, sobald sie online ist. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne einen Kommentar da lassen, gerne bewerten und bis zum nächsten Mal.